Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear. Uff, pilzig. Ich habe jetzt einmal in der Aufnahmegalerie geguckt. Ich muss mich nur irgendwie anscheinend erklären jetzt, dass My Facecam over links sitzt. Und zwar in der Aufnahme von der PS4 ist over links immer noch so ein hässlicher Knödel irgendwie drin vom Hauptmenü oder irgendwas, sodass die Facecam over links platziert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei der ersten Aufnahmetag, ob das bei dem ersten Aufnahmetag so ist, oder ob das in andere zukünftige Aufnahmetage auch so sein wird. Ich werde jeweils immer einmal am Tag das so lange mache, bis ich wieder im Atelier zurück bin, wieder in der Werkstatt zurück bin, weil ab dann speichert das Spiel. Und ja, dann werde ich es dann immer zurechtschneiden, da kann es halt auch immer sein, weil ich halt pro Tag immer Enddurchlauf mache, bis ich wieder zurück in der Werkstatt bin. Kann es halt auch sein, dass ich dann einfach so zwischendrin so bei einer Episode nur bei 5 Minuten bin und dass ich dann am nächsten Aufnahmetag so 15 Minuten wieder reinpack von der nächsten Episode. Aber das soll uns hier der Tag nicht drüber. Und außerdem trage ich ja sowieso immer immer schwarze T-Shirts, zwar immer mit anderem Motiv, aber ich trage immer schwarze T-Shirts. Von daher tut das auch nicht so wirklich der Abbruch. Und da ich jetzt auch näher an die Facecam trage, damit ihr halt mein Gesicht auch besser sehen könnt und meine Reaktionen, sehen ja an die Motive. Also es sieht für euch wahrscheinlich immer aus, als würde ich immer selber schwarze, stinkige T-Shirt tragen, wobei ich die eigentlich immer abwechsel. Wer hätte es gedacht, ja. Okay, hier gibt es mal nichts Großartiges zu entdecken. Das überrascht mich aber immer wieder mit den Bücherschränke. Das ist echt cool gemacht. Auch diese schrecklich altmodische Vorhänge finde ich sehr, sehr geil gemacht. Und ich habe mir auch gedacht, für das Spiel, für das Let's Play, lasse ich mir auch wirklich Zeit und gucke mir auch alles wirklich in aller Ruhe an. Weil ich finde, ein Spiel, was so sehr auf Kunst und auf Ästhetik ausgelegt ist, hat es auch verdient, dass man sich die Einzelheiten wirklich in aller Ruhe angucken. Und das ist ja nicht Neuerscheinung, ich muss ja nicht mit anderen Let's Player konkurrieren oder ähnliches. Ich kann mir auch wirklich die Zeit davor nehmen, die Sache. Gehen wir mal hier weiter. Okay. Oh, hier weint jemand. Das könnte die Ehefrau sein. Der ist natürlich wieder zugange. Das ist verschlossen natürlich. Da kommt Zwimmer nachher. Da kommt jetzt wieder die Stimme im Kopf. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Okay. Boah, die ist ja auch toll gemacht hier, die Berst. Das klingt gar nicht gut, vor allem weil das Licht ja noch fusselt und flimmert. Das ist wieder so ein doppelgesichtiger. So, jetzt ist die Frohe Humpel mal hier. Rechts oder links. Da ist wieder das vom Abraham Lincoln, der seine Frau vernachlässigt. Das ist verschlossen. Okay, das macht es uns natürlich leichter. Okay. Das macht es uns natürlich leichter, dass wir durchgehen. Wieder das Puller-Baby. Und wo sind wir jetzt gelandet? Oh, hier wird es wieder duschter. Paprika. Paprika. Der kennt wohl nur 3 Gewürze. Der kennt ja wohl nur Paprika, Zucker und Oregano. Okay. Jetzt sind wir da an der wimmernden Frau vorbeigelaufen. Und sind hier gelandet. Was ich auch so mitgekriegt habe, ist einfach, dass es halt auch Möglichkeiten für die 3 Ende gibt, die ich ja erwähnt habe. Und wenn man sozusagen das gute Ende will, dann muss man seine Frau, wie er es auch vorher gemacht hat, die ganze Zeit vernachlässigen und ignorieren. Dann erspart man sich auch Jumpscares, habe ich gehört. Und ich bin immer sehr dafür, Jumpscares zu meiden, wenn sie das irgendwie vermeiden lässt. Von daher passt es schon. Ich werde ja mal gucken, ich werde einfach hier aus dem Instinkt heraus entscheiden, glaube ich. Und werde Anweisungen Folge leisten, weil ich habe hier gehört, wenn hier Botschafter stehen, das mal nicht wie typisch bei Horrorspielen, da stehen Botschafter, handel genau das Gegenteil, sondern das sollte man die Benachrichtigungen wirklich berücksichtigen. Überall nur Paprika. Das ist ja krass. Die kennen kein Salz und kein Pfeffer hier in dem Haushalt, aber würzen nur mit Paprika. Das ist immer krass.
Nur Paprika, Zucker und Oregano. Das ist etwas spärlich, wie ich finde. Da ist wieder Zucker. Eieiei. Der trinkt wahrscheinlich jede Unmenge Tee dann mit Zucker oder so. Oder Kaffee mit Zucker. Wobei ich sagen muss, ich bin ja auch der Kaffeetrinker mit viel Zucker und mit Milch. Was andere Leute schon gar nicht mehr als, wirklich als Kaffee bezeichnen würden. Paprika mal wieder. Okay, wirklich so ein Paprika-Fan. Ich meine, ich kann es nur vollziehen. Ich würze auch ganz gern mit Paprika. Aber nicht so viel. Immer nur so Prise bei Paprika. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein bei dem Gewürz. Okay. Wirklich was haben wir hier nicht mitgekriegt. Und jetzt geht bestimmt das Licht aus oder irgend so ein Käse. Und trau dich irgendwie. Jetzt sind wir wieder in der Küche. Okay. Der geht bestimmt... Oh ja, die knallt von sich aus immer automatisch zu. Banane, geil. Rote Beete, Krummbeere, Gellerive, Trauber, Knowlich. Alles da, was Spaß macht. Ich lieb's ja, wenn Knoblauch, beziehungsweise pelzig, knowlich an der Speise dran ist. Ich würde so unglaublich gern mit frischem Knowlich. Das kommt bei mir... Oh, da ist wohl ein kleines Missgeschick passiert und Töpfe sind runtergekullert. Und ich bin hier so einer, der macht überall frische Knowlich dran. Ich liebe das total. Blumenkohl. Oh, da ist der Knowlich gerade runtergefallen. Blumenkohl ist auch ganz geil. Gellerive, also Karotte. Und Gurke. Oh, Salatgurke. Ich liebe Gurkesalat. So ein richtig guter Gurkesalat mit Essig und mit viel Essig und mit Öl und mit Dill. Das ist das Geilste überhaupt an Salat. Neva Krummbeere-Salat und Rindfleischsalat natürlich. Ja, ich mache mal wirklich Rindfleischsalat. Dafür nimmt man dann einfach auch nur so großes Rindfleisch. Okay, drückt man das mal runter auf die Burg. Da passiert nichts. Ja, dann nimmt man einfach nur so große Rindfleisch. So Kilo oder was. Das macht man im Schnellkochtopf, bis es schön zart ist und schon fast vom Knochen abfällt. Dann schnippelt man das zurecht oder zupft es raus. Und das macht man dann einfach nur wie ein Salat. Schmeckt unglaublich geil, Rindfleischsalat. Also kann auch alles mögliche dran. Du könnt dann Tomate dran, du könnt Essiggurke dran, du könnt ja, worauf ihr halt Bock habt. Da kann alles mögliche dran, das Zeug. Okay, das Gemälde scheint sich noch nicht zu verändern, nicht zu fließen oder ähnliches. Ja, und das ist auch einer von meinen Lieblingssalate. Neben natürlich Kartoffel oder wie man es in der Palz sagt, Krummbeere-Salat. Das liebe ich auch sehr. Krummbeere-Salat, Rindfleischsalat und Gurkensalat sind die geilste überhaupt. Und Kopfsalat liebe ich auch wenn es hoppala, auch wenn es sehr banal ist. Aber Kopfsalat liebe ich auch sehr. Okay, wir müssen wahrscheinlich durch hier. Yay, Obst und Gemüse für alle. 'Cause I like pina colada. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. Oh I nee. had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. Ach du widerliche Sau. Used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Alter. Booze helped keep my hand steady. Alter, du krankes Stück Scheiße. Du hast nicht wirklich auf einer Haut als Leinwand gemalt. Oder hast jetzt vor, auf einer Haut als Leinwand zu malen, du abartiger, kranker Bastard. Wen hast du dafür gehäutet? Dich selber, dein Frau oder dein Kind? Du widerlicher Arsch. Ach Gott, wie eklig. Okay, wir scheinen wirklich nur durch der zu kommen. Und jetzt ist es soweit. Okay. Jetzt ist es soweit. Wir sind wieder im Atelier zurück. Und ich glaube, an der Stelle haben wir dann auch gleich wirklich den Cut, weil hier speichert es dann, wenn man dann hier damit umgeht. Also wenn ich hier jetzt die Leinwand mit der Haut kombiniere. Tief durchatmen, denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Und ich empfinde gerade tiefe Abneigung gegen den Mensch, den wir hier spielen.
Wenn ich echt nicht wissen will, wenn der da gehäutet hat. Da haben wir das Bild von der Frau am Klavier. Da müsste noch eins sein von ganz... Okay. Da ist es noch das. Ja, der Brief. Klar, da muss ich einfach nur mit Viereck zurückgehen. Muss ich mal mal ereignen. Da unten rechts sehen wir dann dort die Haut, die so tropfenförmig ist. So das Bild noch mit dem... Das Foto mit dem Verleger noch dabei, was ich am Anfang gesammelt habe. Oder mit dem anderen etwas dicklichen Mann, vielleicht der Galeriebesitzer. Nee, das ist nicht mit dabei. Okay. Obwohl ich mal das 8a geguckt habe. Und da sind unsere Zeichnungen hier, die wir uns immer wieder angucken können, wie es scheint. Die sind schon geil gezeichnet. Also wirklich absoluter Respekt vor der Entwickler und vor der Artworks hier. Ja, geht noch nichts. Geht immer noch nichts auf. Okay. Dann müssen wir wohl... Okay, da ist noch was. Hast selbst jetzt verloren. Du verdienst es. Beende es. Ja, dann müssen wir die Haut oder mit verwenden. Und was passiert? Was verändert sich? Es wird so Flamingos aus Haut anscheinend. Oder mit dem frisch gehäuteter rosa Hautton. Ist das übel. Ach Gott, ist das übel. Oh, jetzt geht hier was auf. Tatsächlich. Zuerst suchte ich nach einer Leinwand. Okay, das ist das, was er da auch gesagt hat. Der Suff half dabei, meine Hand ruhig zu halten. Kranker Bastard. Shapeless Dreams. Formlose Träume. Krankes Schwein. Ist das ekelhaft. Ist das pervers. Also der Künstler und überall die Äpfel. Ja, der Künstler, der scheint nicht nur einen Hau weg zu haben, der ist ja wirklich vollkommen irrer. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, bevor wir jetzt hier weitergehen, mache ich an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Layers of 4 auf Pelzig. Ach Quatsch, nicht morgen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache an der Stelle einfach nur einen Cut bei ca. 12,5 Minuten und bin gleich wieder da. Dann spielen wir dann recht. Aber morgen ist dann ein neuer Aufnahmetag für mich, wo ich es dann hier an der Stelle weiter fortsetzen werde. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Bis gleich. Ayan Yankee. So bin ich wieder. Ja, neuer Aufnahmetag, neues Glück, das ich sage. Und dann gehen wir mal rein und suchen das zweite Teil, was wir dringend brauchen, um unser Magnum Opus zu vollenden. Und hinter uns ist nur noch schwarz. Das macht es natürlich nochmal sehr angenehmer hier für mich. Oh Mann. Jetzt kommen wir zu so einem Fahrstuhl noch. Okay, natürlich geht's hier zu, ist ja klar. Wie kann es auch anders sein? Die Musik verrot auch wieder Träume und Schönheit. Gehen wir doch rein. Oh, das ist geil. Das ist wie in so einem alten Hotel, so ein Aufzug mit so Seidetapete und so einer Glasluke. Aber das ist richtig edel gemacht. Extremst geil. Können wir noch... Okay. Noch links können wir gar nicht. Wir können nur noch rechts. Aber... Dummkopf. Man soll vielleicht auch mal vorher die der zumachen, bevor man hier rumrennt. Ja. Käfig zumache und dann können wir auch weiter. Denke ich, hoffe ich, wie auch immer. Okay, jetzt bewegen wir uns recht zappelnd vorwärts. Es geht hoch. Ja, das ist die... da war doch, glaube ich, eine Gestalt, Eva. Past catches on, die Vergangenheit holt dich ein, war doch gestanden. Oh, das sind nette Vorzeichen, die Sache. Aber ich muss sagen, die Erstaufnahme, die geht jetzt auch nur 8 Minuten, weil das 12 Minuten und ich glaube 42 Sekunden oder so um den Dreh war. Die Erstaufnahme von gestern. Das heißt, heute sind es nur circa 8 Minuten, je nachdem, ab wann ich hier einen Cut setzen kann. Das ist doch relativ entspannt, fürs erste Mal hier wieder reinzufinden. Hier ist abgeschlossen, okay. Ich traue mich als da nicht wirklich da rumzugehen, weil die Atmosphäre ist schon sehr geil. Und ich muss sagen, obwohl das ein Indie-Spiel ist die Grafik doch absolut bombastisch. Es könnte genauso gut
perfektes Mainstream-Spiel sei. Wie sieht's denn hier aus? Ist auch verschlossen, okay. Und, ach, verschlossen. Na gut. Akzeptiere ich jetzt mal so. Können wir hier was? Ne, hier finden wir auch nichts. Ach, abgeschlossen. Oh oh. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Deswegen mache ich das vielleicht lieber so. Ich will es als gar nicht wissen. Jetzt mal ohne Scheiß. Vor allem, weil hier überhaupt keine Musik ist. Oh, nee. Okay, jetzt ist hier auf. Ach ja, ich habe übrigens auch nochmal recherchiert, ihr liebe Leute. Der Mann mit dem roten Turban auf dem Porträt ist tatsächlich ein Jan van Eyck von 1433. Mann mit rotem Turban hieß das. Das gilt im Spätmittelalter so auch als ganz, ganz frühe Renaissance, weil dort das erste Mal von einem Bild von jemand auf dem Gemälde Blickkontakt mit dem Betrachter gesucht wird und das gilt deswegen als Meilenstein der Kunst. Also es ist ein Jan van Eyck. Okay. Puller Baby. Two-Face. Dieses Hexegericht mit dem Gehörnte, Baphomet oder Teufel daneben. Frau mit Apfel oder Herz, was auch immer. Abraham Lincoln und Mary Todd Lincoln, die besoffen und total kaputt am Boden liegt. Es könnte aber auch wirklich exakt so sein, dass das hier der Typ ist, der mal spielen, sei Frau, die blutig und schlache am Boden liegt und die Tochter vielleicht mit einer Freundin oder mit einer zweiten Tochter. Man weiß es nicht so genau. Ja, das scheißen gruselige Ekelbild. Das kann ich nicht richtig erkennen, obwohl ich die Helligkeit hochgeschoben habe. Das ist, glaube ich, wieder Nachtmar, genau. Da ist der Nachtmar und da ist der Alp. Ich muss da auch noch mal unbedingt noch einen Künstler gucken. Weil ich bin mir sicher, das Bild heißt einfach nur der Nachtmar. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Haupttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Auf jeden Fall in der 20er bis 40er Jahre, wo man ja hier zu sein scheine. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Okay, krass, also seine Frau tatsächlich eine Hauttransplantation kriegt nach dem Unfall, nach dem Brand, wo es anscheinend reingeraten ist. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Med William H. Green. Wie höflich die Leute früher noch waren, jetzt mal ohne Witz. Der schreibt doch Drohbriefe und GTA, obwohl sie mit der Hauttransplantation schon das Bestmögliche gemacht haben und der keift die weiter hier, wahrscheinlich im Suff. Und die sind trotzdem noch dermaßen höflich, also wow, was die Leute noch früher an Höflichkeit besessen haben, das vermisse ich halt so dachs. Jetzt passiert doch bestimmt wieder irgendwas Widerwärtiges, wenn ich jetzt einen Schlüssel habe. Oh, Klavier. Oh, der Gang existiert hier nicht mehr. Oh, die Musik ist so geil. Hör ich das einfach nur mal an. Oh, ist
ist das schön. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, mich umzudrehen. Okay, der Gang sieht wieder ein bisschen anders aus. Da kommt Stimme her. Sollte ich dann wirklich dort hier gehen? Oh, die Musik. Oh, ist das Hammer. Ist das der absolute Hammer, die Musik. Da kann ich auch schließen. Oh, ich mag nochmal zu der Musik hier. Die kommt von hier. Aber da kommt auch Stimme her. Oh, das könnte sie am Klavier sein. That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okay. Das war mal wieder ein Einblick in ihr Privatleben. Da liegen Briefe, die ich anscheinend nicht lesen kann. Oh, und das Bild verändert sich. Das ist eine Landschaft. Okay, ich habe ein bisschen Schiss, dass hier irgendwas Hässliches passiert, aber es scheint sich nur allmählich zu verwandeln. Na gut, dann lassen wir das Zimmer mal Zimmer sein. Aber seine Frau muss auch eine extrem gute Pianistin gewesen sein, aber wahrscheinlich hat sie dann auch noch ihrem Unfall nicht mehr spielen können oder wollen. Und, ich glaube, die 8 Minuten sind jetzt auch rum. Fast schon 9 sogar. Und ich jetzt sage, an der Stelle machen wir einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear. Das mal richtig und nicht, dass da ein Cut kommt und wir sehen uns sofort wieder. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.